habe euch halt was mitgebracht. Meine lieben Freundinnen aus meiner Heimat habe ich was mitgebracht. Willst du mich gerade angelangen? Hey, pass auf, ich bin immer da. Ich schub's die. Na. Ich habe euch heute Morgen, bevor ich losgefahren bin, Tomaten geerntet von meinem Balkon. Ihr müsst es jetzt probieren. Ihr müsst es ganz in den Mund stecken. Zwinker, zwonker. Ja. Also Spritzgefahr. Okay, Gott. Jetzt vornehmen wir gleich. Ja. Danke. Bitte. Sehr gern. Carina. Ja, danke. Oh, die riechen wie bei der Oma. Leute lieben das ja, wenn man im Podcast was isst und dann die Essgeräusche hört. Ja. War schon Ja. geil. Geil. Schon, oder? Die sind sehr gut. Sehr gut. Schön einmal ins Danke. Mikro geschmatzt. Sorry dafür. So. Gut. Aber nach diesem Fiasko in eine anderen kriegt es jetzt noch einen Kuss. Okay. Das wieder gut machen. Das war direkt auf dem Schnabel. Das war nur was zwischen die Wellensittiche. Achso, okay, gut. Also, okay. Na, dann geht's. Das ist ein kleiner Motivationskuss für diesen Tag. Naja, Naja. macht's was draus. Und damit herzlich willkommen, liebe Wellensittiche, zu einer neuen Podcast-Folge. Leck Arsch! Und wie ihr euch im Intro schon denken habt, Kenner, sitzen diese drei Chi-Wellensittiche endlich mal wieder gemeinsam in einem Raum. Das ist so Wow. schön. Es ist wundervoll. Ihr riecht so gut. Ja, du auch. Du Aus dem erst. Mund vor allem. Ja, ich habe schon mehrmals erwähnt, dass ich panische Angst habe, dass ich Mundgeruch habe. Ist okay. Naja. Aber wer sind wir eigentlich? Verena, wer sind wir eigentlich? Ich kann euch sagen, wer wir sind. Oh. Zu meiner linkesten Linken sitzt Ihre Majestät, Oh. Königin Oh. Anja Bafaria. Oh. Schön, dass du da bist. Dass ich da bin. Wow. Okay. In der Mitte sitzt, jetzt habe ich gerade die ganze Zeit panisch überlegt, was ich sagen kann, was ungefähr ebenbürtig zu Ihrer Majestät ist. Ich hoffe, dir ist was eingefallen. Zu meiner Linken in der Mitte sitzt Die Königin Dress. des Rings. der Hofner. Bodenlos. Ich bin schon gespannt, wie du die gleich selber vorstellst. Aber ja. Räder, Nasenring, Sabine, nennt es, wie ihr wollt. Ich bin's. Servus. Servus. Und hier, ich, ganz rechts, bin ich. Ja. Ja, Ja, Aha. dir ist oder? schon klar, dass die das andersrum singen. Ja, machen. das stimmt. Aber wir müssen umdenken. Mein Gott, Mit den stellt euch doch Spiegeln. nicht so an. Ja. Ja, die Stallmeisterin oder? Bin ich gut, aber eigentlich bist du das beste Pferd im Stall. Eigentlich ja. Okay. Na, so schön, dass wir wieder da sind. Ja, großartig. Ein Fest für alle Sinne. In dem Fall. Ach ja. Ihr merkt es schon, liebe Wellensittiche, ihr könnt das halt auch mal, ist das lohnen, auf YouTube reinschauen oder auch bei Spotify, weil dann seht ihr, wie wunderschön wir gerade nebeneinander auf unserer Stange hocken. Ja. Sie ist ein bisschen der Schissen, aber mein Gott. Da haben wir es drüber hinweg gesehen. Ja, es war schön, wenn ihr unser Futter mal umstellt. Der Zeit werden. Die Kernel aktuell vertragen wir nicht mehr so gut. Nein. Wir möchten uns doch wieder nur bedanken für euer liebes Feedback. Und mir hat ein Mensch aus meinem persönlichen Umfeld gesagt, in der letzten Folge hat es so angehört, als hätte uns das Negativ-Feedback voll getroffen. Aber es ist wirklich, vielleicht waren das die Kernl. Vielleicht haben die den nur Ach so. verursacht. Ja. Das Weil kann man sein. muss auch wirklich danach suchen, die meisten
von euch sind ja nur sowas von lieb. Oh ja. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, weil eben der Ben mir rückgemeldet hat, dass mir die negativen Leute so viel Raum geben haben, möchten wir jetzt hier einen positiven Wellensitticher Raum geben. The stage is yours. The stage is yours. Monika, the stage is yours. Du hast uns doch nur eine nette Nachricht geschrieben. Und zwar, liebe Chief Wellensittiche, ich oute mich an der Stelle gerne auch als absolut strohdumm, weil ich das so schön finde, wenn es einfach mal einen brutal lustigen Podcast mit positive Vibes gibt. So. So, Dankeschön, Monika. Schön, dass du da bist. Wir haben uns sehr gefreut Ja. über deine Nachricht. Ansonsten haben wir noch gekriegt von einer Sabine. Keine 5 Minuten drin und ich stehe schon wieder lachend im Geschäft beim Einkaufen. Der Titel allein hat mich schon zerrissen. Sie spricht von der letzten Folge vom Brunzpropheten. Ah ja, na klar. Der Titel hat mich auch sehr gefreut. Dazu kam auch noch von der Sarah Top-Titel wieder: Hey, das gibt's sonst nirgends, ihr seid einzigartig. Oh. Ah, ihr seid einzigartig. Hört's doch auf. Hört's niemals auf. Und ich habe noch ein ganz süßes Feedback. Oh? Vom Steffen. Okay. Ja. Wenn ich euch drei so zuschaue, dann kommt in mir so die Lust auf, mit euch dreimal so richtig liebevoll und gefühlvoll endlos rumzuknutschen. Mit euch dreien gleichzeitig. Einfach, weil. Aha. Schaut gut aus, fühlt sich gut an. Das weißt du gar nicht. Knutschen, Mädels. Grüße und weitermachen. Naja, habe ich ja eigentlich am Anfang schon befolgt, den Steffen sein Rat, obwohl ich ihn noch gar nicht kannt habe. Aha, also wohl der Hund, sag mal. Ja, Steffen, also das ist schon heiß da. Ja, weil es war noch viel wärmer geworden. Hey, hey. Ja, danke Danke. dafür. Ich darf euch auch gerne noch was vortragen. Und zwar habe ich Feedback gekriegt von meiner Zahnärztin. Oh. Und ich rede mir jetzt einfach ein, dass dieses Feedback so war, weil sie besonders viel abrechnen wollten. Ich hatte eine professionelle Zahnreinigung und die Rechnung wollte ich einreichen, deswegen habe ich es mir jetzt genau nochmal durchgelesen und sauer war ich. Ich denke ja, dass ich ein Zahnpasta-Lächeln habe und ich pflege das ja. Also Wellensittiche, die schon lange zuhören, wissen ja, dass ich auch hier sehr viel pflege und dass ich mir auch Gedanken mache. Ist jetzt halt ein schlechtes Beispiel, wenn ich schon gesagt habe, dass ich es quer wie ein Bunker habe. Ich merke es wenigstens. Und zwar wurde abgerechnet eine professionelle Zahnreinigung. Überdurchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeit aufgrund Verfärbungen und aufwendiger Grob- und Feindepolation. Erschwerung durch Plaque, das kann ich nicht lesen. Retentionsstellen, aber Erschwerung. Vorsichtiges Vorgehen zur Vermeidung von Schmelzrissen. Umfangreiche Belagentfernung mit aufwendiger Politur. Leg die doch. Und jetzt kommt's. Stark anhaftender Biofilm. Ich bin so sauer. Naja, wer jetzt das braucht haben. Es klingt, als wäre ziemlich viel los in deinem Mund. Das ist dann auch Google, also Biofilm ist anscheinend halt so Zahnbelag. Ja. Er war stark anhaftend. Das glaube ich nicht. Ich bin so sauer. Naja. Das musst du erst mal beweisen nächstes Mal. Da wird's noch hab so. ich mich jetzt nicht. So, jetzt erst mal mein. schießen. Okay, cheers. Es wird geschossen. Gottes Willen. Ich runtergenommen von YouTube wegen Gewalt. Ja. Nein, hat sich auch gelohnt, dass ich mich dafür angeschüttet habe. Vor allem, Ja. Na, war super. Prost. Prost auf die. meine Lieben, was war denn los bei euch? Vreni, du warst ein kleiner Bauer. Wie war's? Oh ja, ich war ein kleiner Bauer, es war sehr gut, bis auf kleinere Verletzungen, weil es mich vom Hoftrag lassen hat. Das macht mir Angst. Ja. Ist gut gegangen. Hast du weh, du? Ja, mein Schienbohr ist sehr grün mittlerweile. Erst war es blau, jetzt ist es grün und es sackt gerade so runter. Also es ist jetzt sehr weit unten grün, viel weiter unten wie da, wo die ganzen Kratzer sind. Aber hey, Aua. Oh nein. ja. Geht dazu, meinst du? Ich bin auf die Stufen gestiegen vom Hoftrag, bin abgerutscht,
bin dann mit dem Knie auf dem Pedal gelandet, wo man vorwärts und rückwärts einstellen kann, quasi, wie man fahren will. Das heißt, der Hoftrag hat sich dann sehr langsam in Bewegung gesetzt, während ich sehr unwürdig an der Seite säugend bin. Und mir gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie versuchen, meinen Fuß vor diesem Pedal zu kriegen, damit der kann zumindest schon mal stehen bleiben. Naja, ja, doch, war gut. Hat ein bisschen weh, aber hey, so ist's, gell? Mei. Sehr Mei. traurig. Ja. War ja nicht ich, wenn ich mir nicht weh tut, gell? Die Wenzel, die haben regelmäßig Angst um die. Ja, eben. Na, passt. Oh Gott. Ist gut gegangen. Was war sonst noch geboten? Sonst war ich noch in Lindau am Bodensee am Wochenende. Und dann bin ich von Lindau aus mit einem kleinen Schiff nach Bregenz gefahren. Schön. Und da bin ich an die Seebühne gegangen. Da wurde eine Oper aufgeführt bei den Bregenzer Festspielen. Geil. War ich mal hier wieder kulturell unterwegs. Ist ja klar. La Traviata habe ich angeschaut von Giuseppe gut. Verdi. Schön. Na, war richtig geil, weil das ist halt eine Seebühne, also Tribünen sind an Land und die Bühne selber ist im See innen drin und die DarstellerInnen und so, die gingen auch die ganze Zeit im See umeinander quasi. Also die sind gut. sau oft bis zu den Knie im Wasser gestanden. Ey, aber sind die dann verstärkt? Bei der Oper bist du normalerweise nicht verstärkt, aber das geht ja dann sonst nicht im Freien da, oder? Boah. Doch, da gab's schon Lautsprecher, ja. Ja, doch. Ja, und die Kulisse war saugeil, weil du schaust halt auf den See, ja. Und Geil. das Bühnenbild war ein riesengroßer, zerbrochener Spiegel, der so schräg aufgestellt war quasi. Und da gab's sau viele Ebenen auf diesem Spiegel, wo immer bei irgendeiner Scherbe quasi, die hat man wieder wegfahren können und dann war dahinter wieder Bühne und so. Sau cool. Das war eine richtig krasse Bühnentechnik-Performance. Geil. Und die haben unfassbar geile Kostüme gehabt. Die waren alle in ein Traum von Glitzerpaletten. Da geht's sehr viel um so Partys und so auch. Und die hatten dann alle also riesigen Federkopfschmuck und so zu diesen krassen, krachernden Paletten Geil. gewandt dazu. Mega. Und es ist auch sehr viel im See auch passiert mit so Nebendarsteller, die quasi da einfach, der Chor halt sozusagen, die dann da in irgendwelche Schwimmrohr und auf Luftmatratzen immer Okay, da das klingt drin echt sein. cool. So. Aber es war richtig, richtig cool. Also war krass. Kann man machen. Richtig Das klingt schön. echt mega. Und es war ein mega geiler, warmer Abend. Also da einfach War das der erste Oper? na, war schon öfter in Minga in der Oper. Ich habe sogar schon mal La Traviata gesehen, aber ich habe nicht mehr gewusst. Also ich war schon ewig nicht mehr in der Oper. Das ist echt peinlich, weil ich noch nie in einer war. Echt, oder? Dafür kannst du Opern singen. Das kann ich wieder nicht. Ich kann es nur anschauen. Ich frage mich ja, ob das dann für mich so ist, weil jetzt, wo du das gleich gesagt hast, habe ich mir gleich so gedacht, ja, da habe ich schon was draus gesungen. Ja. Ich frage mich, ob das für mich dann auch so ist wie bei Popkonzerten, dass ich dann so mitsingen möchte. Ja, bestimmt, oder? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und dann muss man so, das ist, glaube ich, unangenehm. Ja, das stimmt. Ja, war richtig schön. Das hab ich erlebt. Res, was hast denn du erlebt? Da bin ich fast ein bisschen neidisch. Ich bin ja jahrelang jeden Sommer am Bodensee gefahren für meinen Radlurlaub. Ja. Bin ja auch zertifizierter Radl-Volldepp. Und da waren wir auch in Konstanz immer und in Lindau und da ist es ja nur schön da. Ja, das stimmt. Hätte ich mal mitnehmen sollen, die Seebühne. Naja, bei mir war nackter Kampf ums Überleben, meine ich. Überlegen auch manchmal, aber ich habe versucht, in meiner Dachgeschosswohnung nicht komplett einzugehen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Tatsächlich. Ein nackter Kampf. war's. Ja. Das hat 30 Grad gehabt die letzte Woche. Es war schlimm. Da hat nicht mehr viel funktioniert in meinem kleinen Kopf drin. Ich freue mich sehr, Aber- dass du jetzt bei mir bist, Ja. in der Erdgeschosswohnung. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Werde mich drauf gewohnen müssen, jetzt nicht mehr nackt zu sein. Aber gut. Musst Also, du wissen. das ist bei mir so passiert. Anja, was war bei dir los? Ich muss hier einen Knopf kurz schließen. Du wegen meiner? Oh Gott. Das ist so schlimm. Es ist sehr wohl Das sind sehr viel Herbert-Vibes. Ja, aber es ist auch zu heiß da herin. Jetzt schätze ich mal vor, wir haben noch Alkohol. Ja, na, da darf man erst schwätzen. Ja. Also erstmal ist wieder passiert.
Ich war wieder Anna Bavaria. Oh Gott, ja. Ich habe das vor vielen Folgen mal erzählt, dass ich immer mal wieder Anna Bavaria genannt werde. Ja. Wir wissen es, deswegen ist dieser andere Spitzname entstanden hier. Und es hat eine große Veranstaltung, Werbung gepostet. Und dann kam wieder Anna Bavaria. Ein paar Wellensittiche haben es gelesen. Ja. Haben mich auch darauf hingewiesen, ich habe schon gar nicht mehr gelesen. Ich habe es einfach teilt und so, freu mich drauf. So. Ja. Und dann hab ich aber drunter geschrieben, schaut's, ich hab nicht übertrieben. Ja, Podcast. Was wirklich nicht. Nein. Es passiert wirklich, selbst auf die größten Veranstaltungen. Krass. Ich lieb's. Aber man muss sagen, sie haben es mittlerweile geändert. Ja, sie haben es dann gleich geändert. Ja. Ja, zu Recht. Schon ein bisschen peinlich. Also, Ja, schon. Naja, ist wurscht. Da stehen wir drüber, gell? da stehen wir drüber. Aber was Anna Bavaria noch erlebt hat. Ja. Ich hatte ein Fotoshooting. War schlimm. Ja. Ja. Aber war auch schön. Also, ich hasse ja Fotoshootings sehr. Und für das, wie sehr ich es hasse, war das okay. Okay. Mhm. Ja, Aber verstehe. war natürlich trotzdem schlimm, Ja. weil ich gern fotografiert wird. Ja. Na, aber hat passt. Ich glaube, es ist ja irgendwas dabei. Eins muss dabei sein, dann bin ich zufrieden. Hast du schon Ergebnisse gesehen oder noch? Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber es gibt eine, die wollte ich dann mit euch zusammen anschauen. Oh, schön. Freu geil. mich. Ja. Ja, Mama. könnt ihr euch dann aus, was euch übers Bett hängt. Ja. Alle. Ich Ole. war letztes Mal beim Zimmer aufräumen, habe ich erst wieder ein altes Passbild von der Verena gefunden, da habe ich mich sehr gefreut. Weil aktuell habe ich ja ein neues dabei, aber ich habe das alte wieder gefunden, das ist jetzt, glaube ich, auch in mein Geldbeutel. Oh Gott. Ich weiß, woher es ist. Es ist schlimm. Das blenden wir jetzt hier nochmal. Genau. Ansonsten war ich nur auf dem Tegernseer Waldfest. Es war nicht das Tegernseer Waldfest, aber es war am Tegernsee. Das hast du letzte Folge schon erzählt. Nein, das war anders. Echt? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung für mich. Okay. Ich war da gestern. Ich konnte es keine letzte Folge erzählen. Naja, Sorry. Nochmal. macht nichts. Ansonsten war ich noch am Tegernsee auf einem Waldfest. Nicht zu verwechseln mit dem Seefest, wo ich Wer letztens dachte war. das? Welcher Folge? Die zwei Hat das nicht Festel kapiert? verwechselt. Das ist ein Festel im Wald, also quasi eine Bierzeit ohne Zeit im Wald. Das ist schön. Na, doch. Doch, haben wir eine gute Zeit gehabt. Und heute habe ich auch was Schönes erlebt. Da war ich nämlich mit meinen zwei Besties nochmal in Mühldorf am Inn. Hey, wer ist das? Und da haben wir uns Dirndl ausgesucht. Na, Na. ohne uns. Ja. Ach so. Ja. Echt? Was hast du da für Dirndl ausgesucht? Das ich aktuell tatsächlich auch Nein. samt der Blusen. Und ich habe sogar nur eine Blusen mitnehmen dürfen. Haben sie sich nicht lumpen lassen. Nein, das war sehr schön. Da waren wir bei Countryline, beim Werksverkauf. Bei der Gundula. Bei der Gondola. Ja. Gondola hat uns eingeladen, Ja. das Marketing-Team. Gundula. Sie arbeitet eigentlich gar nicht im Verkauf normalerweise, aber sie hat einfach alles gegeben. Sie hat uns Ja. richtig geil beraten. Ja. Und vor allem lieben wir es, weil sie uns dann irgendwann mal gefragt hat, ob wir ein Bier mögen. Und dann hat sie uns 3 eisgekühlte Gustel gebracht und Da sagen wir natürlich nicht nein. Da sagen wir da Dankeschön, sagen wir Gundula. Prost. Ja, das war wirklich sehr schön. Danke dafür und natürlich Vielen Dank. auch danke fürs Sponsern. Nicht nur dieser Brüste, sondern also, das hat sie jetzt falsch gehört. Sehr. Nicht nur, dass sie diesen Brüsten Halt gegeben hat, sondern auch fürs Sponsern dieser Folge. Ja. Achso, ich hab Aber gedacht, sondern aus diesen Brüsten. Aber ja. Ja, okay. Ihr dürft sagen, ja, ich meine Braut am Drehen. Ihr wisst es doch eh. Ihr wisst es doch. Wenn man es freilässt, dann Man weiß nicht, was dann machen, ja. ja, dann wischen sie wieder durch. Alles am Boden. Und heute wird nicht durchgewischt. Oh, Sind die jetzt nicht bei Los Podalos im Studio? na, Bei echt die nicht. werden sie dich im Studio meinst. Die Ja. klicken eh gleich wieder. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ist ja Nicht auch nur wurscht. danke fürs Sponsern des Hals dieser Brüste. Ja.
Aber ihr Sondern dürft auch. gerne neue Busen sponsern, so was ist nicht gemeint. Countryline. Das müsst ihr wissen. Ich gebe auf. Ich lass los. Also nicht nur die Anja hat ein Dirndl mit Blusen gekriegt, Ja, sondern auch Dres hat Wow. ein wunderschönes Dirndl mit Blusen gekriegt. schaut Und auch ich habe ein wunderschönes Dirndl mit Blusen Wow. Du gekriegt. wisst, was das Schönste war, liebe Wellensittiche? Bei denen zwei fiel halt die Wahl nach die Augen. Also, Ja. und ich habe jetzt sehr oft Allergie. Wer das jetzt nicht kapieren muss, das Video kurz anschauen. Es war halt so, oh, da poppen deine Augen so raus. Oh, da schauen deine Augen so krass aus. Und bei mir war halt so, ja, nimm das Rote. Hab ich aber echt oft ein rotes Auge. Naja, 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 dann haben wir also alle passend zu unseren Augen gewählt. genau. Genau. Und Gundula hat sich so viel Zeit genommen. Wir Ja. haben ungefähr alle Blusen und alle Dirndl probiert in diesem Laden. Ja. das stimmt. Okay. Ja, es tut mir leid. Ich war ungefähr 2 Minuten in der Umkleide, dann ist schon der erste Knopf geschossen. Ne? Ich hab gar nichts gemacht. Es war nicht voll. Ich hab einfach nur geatmet, dann ist schon der erste Blusenknopf geflogen. Oh, Ja. Ja, ist das saupeinlich. Aber sonst haben wir nichts mehr kaputt gemacht, glaube ich. Na, Das, was wir jetzt hier verzeihen wollen. Wir haben gar Lasst uns nichts gern haben wir wieder gemacht. Gulnola, gar nichts haben wir gemacht. Wir kommen gern wieder zu dir. Es war sehr lustig. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ja, tatsächlich. ja, Danke genau. War dafür. richtig cool. Ja. Genau, jetzt sind wir bestens gerüstet für die kommende, eigentlich ist gefühlt das ganze Jahr Volksfestsaison, oder? irgendwie Ja. schon. Irgendwie schon. Also in diesem Sinne, danke fürs Sponsoren dieser Folge. Merci euch. Dankeschön. Kuss und Gruß. Und wir sind jetzt richtig bereit fürs längere Bierzeit. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle, weil, oh, ihr wisst ja, was wir trinken. Ich glaube, ich habe gerade durch meine Nase getrötet. Ich hoffe, das hat man gehört. Dieser Körper ist ein Wunder. Oh Gott. Ja. Ja. Es ist sehr heiß, liebe Wellensittiche, müsst ihr wissen. Wir sind nämlich noch nicht in meiner Erdgeschosswohnung, sondern wir sind hier im obersten Stock. Ja. Na, super. Und wir kennen auch nicht mehr ganz klar Dinge heute, aber das müsst ihr jetzt ertragen. Eben. Ja. Eben. Das ist ja nicht unser Problem. Naja. Passend dazu, dass wir jetzt halt, frisch eingekleidet sind, trachtjös. Und das Wort habe ich gerade nicht erfunden. Und wir ja jetzt halt, das auch ausführen im Bierzeit, habe ich mir gedacht, machen wir eine Bierzeltfolge heute. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich war übrigens sehr irritiert hier, Wissenschaftspodcast, als ich meinen ersten Auftritt in Österreich gehabt habe und dann gesagt habe, hey, freut euch auch schon alle wieder auf die Bierzeltzeit. Und es war so zirp, 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 zirp. Und danach habe ich erst gefragt, dass die überhaupt nicht Bierzeit sagen, sondern die sagen Zeltfest. Ach so. Naja, schon. Oh, okay. Nur, dass die es auch wisst. Wieder was gelernt. Also es wird jetzt hier quasi eine Bierzelt, Zeltfest, Volksfest, wie auch immer ihr das nennen mögt, Folge. Und dafür habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Oh ja, Okay. Die sehr will ich schön. mir jetzt aus meinem Arsch ziehen. Ich weiß nicht. Lena, kannst du mit deinem Arsch noch Danke. Das habe ich dann auch nicht da. Ah, danke fürs Zuhören. sind so blöd. Und zwar, ja, zum lockeren Einstieg. Was ist denn eure Lieblingsbierzeit, Vreni? Au weh. Jetzt hast du mich erwischt. Eigentlich die Wiesen. Oh, Echt, oder? Aha. Und deins? sagen wir da nichts dazu. Da kann ich nicht mehr dazu sagen als aha. Ich kann da tatsächlich gar nichts dazu sagen. Ich war ja noch nie auf der Wiesn. Das wäre ja mein Traum, dass wir da gemeinsam mal hingingen. Das müssen wir ja Dann nehmen wir uns dort einen Bayern-Pass. Nein, das glaube ich nicht. Auch. Ich finde es nicht schlimm, wenn man da noch nie war, vor allem als Dorfkind.
Aber du warst ja gerne ein Stotterer. Ja, das stimmt. Also meine Lieblingsbierzeit ist das Lengrieser Bierzeit. Da habe ich bis jetzt eine 100% Spaßquote. Und das kann kein anderes Bierzeit erreichen tatsächlich. Ja. Sehr schön. Und bei dir? Naja, natürlich auch das längere Bierzeit. Das ist meine Lieblingsbierzeit. Aber ich habe auch schon mehrfach gute Zeiten in andere Bierzeiten gehabt. Und was ein bisschen auch so eine Kindheitserinnerung ist, weshalb ich da auch als Erwachsene immer wieder hinfahre, ist das Rosenheimer Herbstfest tatsächlich. Ah, okay. Da sind die Fahrgeschäfte nämlich einiges günstiger, um einiges, Aha. als hier auf der Wiesn. Service-Announcement. Für jemanden, der gern Fahrgeschäfte fährt. Ja. Ist das wichtig? Ja, genau. Dann, was bestellt sie euch im Zeit, Vreni? Wenn man Im Zeit innen drin, bitte. Im Zelt innen drin bestelle ich mir ein Maß Bier. Und meistens einen Obersten eigentlich am ehesten. Am öftesten wahrscheinlich. Da die sagen, was bestellst du im Bierzelt? Oder ist? Ich würde auch sagen, ein Maß Bier. Wenn es gibt, gern ein Gasmaß tatsächlich, wenn es gibt. Und ansonsten natürlich ein Brezen mit Käse. Ein Brezen mit Käse? Ja, Ein Kasbrezen. ein Brezen alleine, aufgeschnittener Käse daneben. Pfeffer drauf. Na, sehr großer Emmentaler, großes Messer, feine Scheiben, auf ein Blatt Papier, Pfeffer. Jetzt. Jetzt bin ich dabei. Das ist ja nie dabei ein Ding, oder? Ja, Ja. ja, schon wahrscheinlich. Naja, die Brezen kannst du ja nicht fressen, da musst du irgendwas anderes dazu nehmen. Anja, was bestellst du denn du im Bierzeit? Naja, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Dieser Knopf ist wieder aufgegangen. Also wenn ihr ein kleines Klacken hört, dann seid der Anja ihrem Herz gerade einen Schritt näher gekommen. Ja. Ja. Das ist halt ziemlich intim zwischen die Wellensittiche und mir. Sagt's, wenn man Nicht ausgeht. kurz, also wir haben schon rumgerutscht am Anfang der Folge, jetzt haben wir kurz vor dem Petting. Ich liebe das Wort. Ich hasse das so. Das ist so eklig. Nein, das erinnert mich irgendwie an Bravo. Ja, Petting. das schon. Ja. Aber das klingt nach was man absolut nicht haben will. Aber doch, das erinnert mich an diese Tests. An diese, was ich beim Petting, was ich für Petting-Typ bin. Und dann kreuzt ich das an, als kleiner Mensch, der noch nie Petting gemacht hat, so, ach, so ein Petting-Typ bin ich. Also. Sanft und liebevoll. Aber du sprichst auch gerne mal mit der Zunge. Anja. So, was war in der Bravo? Meine Mama hört das. Was kann ich dafür, wenn ich so ein Petting-Typ bin? Blumenwiese. Ich hab vergessen, was die Frage war und ich hab's gestellt. Die Frage war, was Tellerfleisch. Anja, Oma erzählt vom Krieg. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber jetzt habe ich immer das dringende Bedürfnis, dass der Meerrettich in mich reinfährt. Innen rein. Ich glaube, das habe ich schon mal hier erzählt. Ein Tellerfleisch. Das Schlimme ist, ich lebe ja die meiste Zeit inzwischen vegetarisch, aber ich kann für nichts garantieren, wenn ich ein Tellerfleisch. Okay, da rennt nein, mit mir durch. Da kommt Oma nicht anders. Die schmeckt dir da so gut. Ja. Da muss man nicht viel beißen, das kannst du mit der Zunge drucken. Mir ist dazu. Die hat's trainiert, die Zunge beim Petting. Die ist so stark, da kannst du das Fleisch drucken. Ja, wenn es so ist. Aber ich schwitze ganz fürchterlich. Ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Und ein Weißbier darüber bestellen. Ja, danke, dass du es noch dazu gesagt hast. Das war wichtig. Das war wichtig. Naja, aber was holt ihr euch denn draußen am Stand?
Am allerliebsten so eine richtig anreitige Fischsemmel. Mit viel Zwiebeln. Na, Und das holt man sich, bitte nicht, Papa. bevor man geht. Okay, Also Aha. das ist so auf dem Weg, Ja. auf dem Heimweg, nimmt man sich eine Fischsemmel. Was ist da für Fisch? Also ist das ein panierter Fisch? Ah, nein, Nein, das ist Haring. kein Panier. Aha. Ein Brathering, nein, kein Oh, Brathering, ein normaler Oh, Haring Nein, und eine geht's weiße nicht. Semmel und viel Zwiebeln. Man sieht das Silber nicht. Man sieht das Zwiebeln, ja. Ja, das schmeckt. Das schmeckt unfassbar geil. Vor Ich allem, wenn kann man nicht. schon so einen Sudi hat, dann noch eine Fischsemmel, kurz vor dem Gehen. Ja, naja. Ja, Bin ich am Start. ja, da werden die Herr jetzt zustimmen. Alternativ gebrannte Mandeln. Ah ja. Bei dir so? Ich will auf jeden Fall einen Erdbeerspieß. Das Ah, steht fest. ja, schon Ich will gut, sehr ja. dringend einen Erdbeerspieß. Und wenn ich mit euch unterwegs bin, dann zwickt's mir immer, dann möchte ich gerne dann möchte ich gerne eine Zuckerwatte. weil wir einmal im Passau gemeinsam auf der Tour waren. Und da habe ich mir eine Zuckerwatte gekauft. Und es hat geregnet. Und wir haben uns untergestellt und Anja hat mich immer wieder in den Regen ausgeschossen mit meiner Zuckerwatte. So weiß ich gar nicht. Aber da war ja voll mehr Scheiß aus. Nein, das war davor. Das war davor. Vorm Pulser. Ja, aber ich hab's dann vergessen wahrscheinlich, weil Ja. dann voll war mir Scheiß aus. Und der Schuld war nur der Bärwurz. Okay. Ja, das stimmt. Ja. Naja, schön was. Was Ganz darfst schön. du holen draußen? Ich hab mir Draußen. Entschuldigung. Schokoaffenwurst. Das war fertig. Ja. Meine Freundin Jasmin hat eine Bananenphobie. Hallo an das. Hallo an Das ist das. schon sehr. Jasmin. Du hast irgendwie mehr Phobien, aber Bananen auch. Interessant. Ja. Und wir waren die Woche bei unserer Freundin Angela. Grüße. LG. Mit unserer Freundin Grüße. LG. Und da waren auch kleine Kinder da. Und dann ist so ein Kind mit der Banane auf Mimi zugegangen und sie hat gesagt, geh weg mit deiner Affenwurst. Und ich habe jetzt erfahren, dass das schon ein bekannter Terminus ist, aber ich Okay. habe den das Ich hab erste das Mal auch in noch meinem nie Leben gehört und bin gestorben. Ich habe das vorher noch nie gehört. Ich auch nicht. Ja, also ich aber hätte gut. gerne eine Schoko überzogene Affenwurst. Ja. Und gebrannte Mandeln tatsächlich auch. Und was Schars wollen wir eigentlich gar nicht draußen. Was ist denn der absolute Bierzeitbanger für euch? Da habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht, Falk. Res? Ich wollte gerade Res fragen. Eben. Also seit neuestem wie ihr und auch wie die Wellensittiche wissen, natürlich der böhmische Traum, vor allem mit Gesang. Da wird auch einmal ein Tränchen vielleicht geweint. Na und? Na und? Wer noch nie ein Das gefällt der Tränchen Oma. geweint hat beim böhmischen Traum, der wäre für den ersten Bierkrug. Ja. Und ansonsten, was habe ich mir nur aufgeschrieben? Ich habe mir irgendwas Modernes auch noch aufgeschrieben. Kann ich nochmal in deinen Arsch? Was Modernes. Was Modernes? Grüße an die Wackersberger Pflichtmusik an dieser Stelle. Die mich jetzt ja wieder aufs Neue killen, aber im positiven Sinne. Ich finde es sehr, sehr unterhaltsam. Und das ist auch meine Lieblingsblasmusik. Habe ich mal gesungen da drin, also große Verbundenheit. Hat auch schon mein Opa 25 gespielt, also es ist wirklich lieb gemeint, aber es ist so geil, weil die spielen halt ganz normale Blechmusik immer. Und dann sagt der Dirigent immer, und jetzt kommt ein modernes Stück, und dann ist es halt immer aus die 70er. 80er. Deswegen da ich gerne hören, was dein modernes Stück ist. Mein modernes Stück ist Fürstenfeld. Ah ja, das ist Das ist richtig modern. Das ist was Neues. Habt ihr den Ja. schon gehört? Ja, Das liebe ich einfach. das ist ein Klassiker. Ja, das ist ein Blitzerbanger. Ja. das stimmt. Bist du bereit oder soll man den anderen noch fragen? Ich bin bereit. Ja. Mein Lieblingsblasmusikstück ist Die Sonne geht auf. Ja. Da geht mein Herz auf, wenn die Sonne Ja. aufsteht Ja. auf der Bühne. Und sonst bei den modernen Banger Sag mal. bin ich ein Fan von, wir sind eine bayerische Band. Ja, Ja, die mag ist ich auch auch. modern. Ja, Ja. das ist recht modern, das mag ich recht gerne. Aha. Und auch, ich finde, es hat schon was, wenn zum Schluss alle noch Angels grölen. Ja, gut, das ist ein Muss. Ja. Ja, Ja. doch. Bei dir, Anja? Ich bin ja Schürzenjäger Ultra. Schillertaler. Deswegen natürlich Sierra Madre. Auch wichtig. Ja.
Und Blasmusikbanger ist für mich tatsächlich, wer hätte das erwartet, die Vogelwiese. Ja. Das Lied, wo man jemanden dann hochhebt mit dem gesamten Tisch, der dann am Mast äxt. Mir dreh's im Bierzelt. Das hoffen wir nach wie vor, hoffen dass wir wir. das mit der Resmo erleben können. Ja. Ja. Naja, Nein. schauen wir mal. Ja, wo wir jetzt zusammengehen, dann ist halt leider keine Blasmusik da. Ja, schade. Die werden das nicht spielen. Ist okay. Vielleicht müssen wir einen Tag davor oder danach noch gehen, da ist glaube ich Schubblichmusik da. Dann wird es hochkommen. Aber dann sind wir wahrscheinlich nur zu zweit. Das schaffen wir. Ja, ich wollte es die ganze Zeit. Liebe Wellensittiche, seit Wochen kriege ich Videos geschickt von denen zwei. Also ich weiß gar nicht, ob es von beiden ist oder nur vom Räder, ich bin mir nicht sicher. Immer, das müssen wir nachstellen im Urlaub. Und dann sind es immer Akrobatik-Videos zu dritt, wo man sie miteinander als, keine Ahnung, was Seestern formatiert. Ich hab meinen Körper allein schon nicht unter Kontrolle, dann soll ich noch zwei andere da mit einziehen. Das war so schön. Das sind so schöne Videos, die ich da immer Das ist schicke. wirklich. So schöne Ideen waren Ich das. krieg die Krise. Also Ja. wenn ihr ein Akrobatik-Video von mir, mit dem ihr irgendwann seht, wenn wir im Urlaub sind oder so, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass das absolut gegen mein Willen passiert ist. Und dass wir wahrscheinlich nicht mehr leben. Und dass ich vor allem nicht mehr lebe. Das ist das Letzte, was ich gemacht habe in meinem Leben. Ja, doch. Doch. Schön. Dann hätte ich noch eine Frage. Bitte, frag Anja. So ist es ja nicht. Das überlege ich mir alles spontan. Was mögt ihr gern an so Festeln, an so Volksfesten, Bierzeiten? Ich mag natürlich gern im Zelt sein und auf der Bierbank stehen, vor allem, und mich auf der Bierbank aufführen. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Und so generell, ich mag schon auch draußen ein bisschen rumflanieren. Von Standel zu Standel und einfach ein bisschen schauen. Das mag ich auch gern. Ja. Ich fahre ja nicht gern Dinge, Ja, Schade. deswegen wird viel geschaut. deswegen habe ich jetzt sehr viel geschaut, ja. Bei euch das? Also ich finde es auch wichtig, dass man auf jeden Fall alles, jede Station mal abgeklappert hat. Also man muss schon draußen alles angeschaut haben, dann Bierzeit und dann ganz wichtig, der Abend endet in der Bar. Es muss Bar versumpfen, steht auf der To-Do-List, muss abgehakt werden. Ja. Das liebe ich. Und ich finde es auch schön, dass man da an die Biertisch einmal mit Leuten zusammenkommt, die man so jetzt nicht kennt. Dann hockt man sich da irgendwo dazu oder so und ratscht vielleicht nicht. Ich bin ja jetzt mittlerweile in meinem Rentnermodus mental. Ich mag ja mit fremden Leuten ratschen auf einmal. Und das finde ich schön. Auf Ja. Bierzeit. Ja. Finde ich komisch, wenn man sich für Rentner behält, aber okay. Naja. Und bei dir, Anja, was gefällt denn dir an die Festel? Das Tellerfleisch. Was habe ich mir aufgeschrieben? Ja, mir gefällt auch die Geselligkeit sehr. Und auch so, ich weiß nicht, wenn ich so Bierzeltboden, also so einen Holzboden dann betritt und das Riech und so, das weckt in mir halt einfach ja schon so viel Kindheitserinnerungen und so, weil meine Eltern halt schon immer mit mir ins Bierzelt gegangen sind. Ja. Und weiß nicht, wenn dann auch alle bei uns Tracht haben und so, ich finde, das ist irgendwie so, ja, jeder hat sich rausputzt. Das ist schön, ich mag das. Ich habe vorher so gedacht, irgendwie ist ein bisschen Festivalstimmung. Also es ist so für einen kurzen Zeitraum Ja. Festival ein bisschen. Das stimmt, Du hörst ja. da Musik an und du hast Ja. da Outfits an, die du jetzt normalerweise nicht anziehen Ja. darfst und so. Stimmt, Also, das ist eigentlich ähnlich, ja. Ja. Ja, und ich mag halt auch Blechmusik recht gern. Ich finde das eine grübige Stimmung. Also ich merke jetzt nicht den ganzen Abend, ohne dass die mal was modern spielen. aber Aus den 70er spielen. aber wirklich nur Küsse an euch. Ändert's nix. Bleibt genauso. Na, aber ja, wenn halt dann erst der Blasmusik kommt und danach werden wir irgendwie sauber aufgezogen und so Ja. und richtig Party und wie du schon sagst, dann nur in der Bar versumpfen. Und wenn du dann auch nicht freiwillig gehst, sondern der Türsteher sagt, also Entschuldigung, das ist perfekt. Ja, Ja, das stimmt. das ist wichtig. Man muss rausgeschmissen werden. Ja. Das ist ja nicht bei alle Bierzelter, dass es eine Bar gibt. Und das finde ich tatsächlich nervig, wenn man am Alfi dann heimgehen Ja. muss, weil am Alfi bin ich noch nicht bereit zum Heim. Ja, nein. Das langweilt mich. Das machen wir nicht. Was ist denn eure schönste Bierzelterinnerung? Ach, Ferina, da freue ich mich. Oh.
Oh, warum? Wieso? Ich hatte mal eine sehr, sehr, sehr schöne Schmuserei in einem Bierzelt, tatsächlich. Sie schaut Das war nie dabei nicht mit so uns. an. Wieso schaut sie? Weil ich aufgeregt bin, Ach so. weil jetzt mein Herz gerade ganz fest klopft, Echt? weil ich wissen möchte, wie du auf sowas reagierst. Ja. Das finde ich süß. Ja. Warum? Okay. Was denkst du, wie ich reagiere? Wir Eifersüchtig? gehen ja morgen ins Bierzelt. Darfst du dir wünschen, ich war eifersüchtig? Soll ich eifersüchtig werden? sondern interessiert. Achso, ja, erzähl mal, wie ist denn gelaufen? Ich bin sehr interessiert. Ich möchte abgeholt werden. Es war auf der Wiesn. Mhm. Ich habe mal ein Wiesendate gehabt. Das Gott sei Dank. Ich kannte diesen Menschen, es war das zweite Date. Ich kannte den noch nicht lang. Ja. Aber es war, als Ach. kannten wir uns schon länger. Ach. Und dann haben wir halt hier so 1-2 Maßel getrunken im Augustiner Biergarten. Und dann am Ausgang S4 in der Sonne ist passiert. Na. Habt ihr Tellerfleisch zertrennt? Das haben wir uns vorher teilt. Und dann haben wir uns die Restel aus die Zahnzwischenräume rausoperiert. Entschuldigung. Ja, Ja, dann ist hier geschmust worden. Na, war schön. Am Ausgang. Na, auf der Bierbank. Achso. Mhm. Aha. Das klingt sehr schön, ja. Das war schön. Das klingt wirklich süß. Und dann wurde einfach in einer anderen Zeit noch reingeschaut. Weil man muss ja schließlich verschiedene Biere probieren. Ist Ja, klar. ja, nein, das ist ja eher wieder. Ja, klar. Da wurde dann weitergeschmust auf der Bierbank. Gell? Aha. So war das damals. Hat sie mit dir schon mal auf der Bierbank geschmust? Nein, ich merke auch gerade, wie sie uns auch schlecht darstellen lässt, weil. Gib halt an, dass du schon mal genuscht hast. In 2 verschiedene Bierzeiten. Okay. Wow. Na gut. Naja, wir freuen uns ja für dich. Ja, schön. Ja, So schön. habe ich euch gern verzeiht. Ja, Habe ich gern mit euch teilt. Danke. Das ist ein intimen Moment. Danke. Ja. Was Danke. ist denn deine schönste Bierzeiterinnerung, Res? So willst du das wissen? Also ich war mal. Was? Jetzt reden. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ich nicht. Ja, was? Dass er mal eine Salami geklaut hat mit mir der zusammen. Wiesn. Und da hat man so gestört, die Halt's Maul. in 2 verschiedene Bierzeiten. Ich hab Zungenhals gekriegt. Ich wünschte, das war wahr, liebe. Ich wollte das Tellerfleisch nur für mich behalten. Ich habe es halt schon wieder gedrückt. Was ist halt los mit deiner Nase? Ich weiß nicht, sie hat Angst, weil sie so im Fokus steht. Na, mein schönster Bierzeitmoment ist natürlich der Salami-Moment. Jetzt hast du es ein bisschen vorweggenommen, aber ja, die Wellensittiche kennen die Geschichte auch schon. Es wurde einmal ein Salami entführt von uns. Letztes Jahr tatsächlich war das. Ja, das war sehr schön. Die Salami hat heil heimgeschafft. Ja, Und das finde ich, also also, aufpasst drauf. ja, und das war schön. Das ist mein Lieblingsbierzeitmoment tatsächlich. Ja. Ja. Verständlich. Und deiner? Wie ich vorher schon angedeutet habe, ist es eine Kindheitserinnerung, als es noch keine Smartphones gegeben hat. Es ist halt ein dummer Wusch. Oh nein. Sperrt Loser auf. Umred. Loser. Kennst du das Ich bin nicht? Schweizerin. Na, zulusen. Das ist für mich irgendwie Schweiter. Egal. Luzern meinst du? Nein. Sagen die nicht alle? Ich weiß nicht. Verzeih einfach. Ja. Wir haben schon sehr lange nicht mehr Losung gesagt, möchte ich an dieser Stelle negativ anmerken. Okay, das stimmt. Na, aber da haben Schämeisch, die Leute haben da ein Feuerzeug rausgeholt, wenn Sierra Madre gekommen ist. Und jetzt kommt oft gar nicht mehr Sierra Madre, aber das war so eine schöne Kindheitserinnerung für mich immer, dass da dann gegen Ende immer alle an eine Feuerzeug rausgeholt haben und dann haben alle zusammen Sierra Madre gesungen und da kriegt Oma doch, ich krieg jetzt Gänsehaut. So schön, wirklich. Aber natürlich abgelöst von der Verena, die um 3 in der Früh an der Bar steht
mit so einer riesen Salami im Arm, wie er Erstgeborenes. Ja. Und die ganze Zeit so mein Bruder sagt, dass er den nicht mehr zurückkriegt. Dabei hat er es uns ja eh schon geschenkt. Weißt du, weil Danke. der Papa hat uns abgeholt Ja, und er wollte es mir abnehmen, dass ich besser ins Auto hinten reinkomme. ja. Aber ich hab's nicht hergegeben. Den Zu trage ich selber. Ja. Es ist auch schwierig, weil also am Anfang sich da zu trennen, ob da jetzt jemand anders so gut drauf aufpassen kann, wenn man Ja, selber eben. weiß man ja nicht. Eben. auch. Und wenn's dann Selber auch kennt wieder, man es halt am besten. ja, wenn es dann auch wieder nach der Mama schreit. Ja. Na, da bin ich strikt. Ja, schön. Was ist denn eure schlimmste Bierzeiterinnerung? Die war tatsächlich auch bei mir auf der Wiesn an besagtem Date-Tag. Na, Echt? Doch. Ein Schmarrn. Weil es wurde dann noch ein bisschen auf der Bierbank geschmust im Steh. Oh, Nein. Und da war sehr viel Rausch dabei. Verena, warum Du tust darfst dir das immer nicht. weh? Du hast Verbot. Und dann bin ich halt ein bisschen daneben getappt Oh nein. und bin zwischen zwei Bierbänken, die stehen ja sehr eng auf Ja. der Wiesn, zwischen zwei Bierbänken mit dem Fuß rein und verdammt, Na, war mal den ganzen Fuß durch. Nein. Ja, mei, war halt so. Dann war er halt blau von unten bis rauf. ja. Und ich fragte mich einen Tag später, was ist passiert? Bis sich der Nebel in meinem Hirn gelichtet hat, der mir gesagt hat, was passiert ist. Ja, das war ungeil, aber gut. Ich hab's ja nicht gemerkt in dem Moment. Ah, bist ritterlich gerettet worden, hoffentlich. Ja, Gut, Super. wenigstens wo ist das. wieder rausgezogen aus der Schlucht? Sehr gut. Reda, deine schlimmste Bierzeit-Erinnerung. Die war tatsächlich nicht in einem Bierzelt, sondern auf einem österreichischen Zeltfest, wie wir vorhin gelernt haben. Und da war ich irgendwie 14, 15 oder so. Und wir haben uns einen reingestellt mit der Du warst österreichischen... 16? Nein. Ich war alt genug, um Alkohol zu trinken. Ich war 24. Mama, ich war wirklich 24. Und ich habe halt einen Freund gehabt in diesem Dorf in Österreich. Und das war so eine richtig große Gruppen. Und einer davon hat halt schon sehr, sehr viel zu viel gehabt. Und ich fand den richtig gut. Deswegen habe ich mich gegenüber von dem hingesetzt, weil ich gedacht habe, können wir uns ein bisschen anschauen. Vielleicht schaust du mich auch mal an. Dass du wunderschöne Ja, Augen hast. ja, naja, er hat nicht mehr viel gesehen, weil der hat echt schon sehr, sehr viel getankt gehabt, wie man so schön sagt. Und irgendwann ist der Kopf so langsam auf die Platte gesunken. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass nass zugeht zu meinen Schuhen. Nein. Und dann habe ich unter den Tisch geschaut. Nein. Und dann war da so eine riesen Kotzepfütze. Okay, ich Wow. hab gedacht, der hat die angesorgt. Nein. Ja, aber hochspielen ist besser, oder was? Nein, aber ja. Und ich weiß bis heute noch, wie die ganze ausgeschaut hat. Nee. Weil da war ganz viel Reis drin. Er hat anscheinend Reis gegessen. Ja, auf. Da habe ich mir gedacht, warum kaust du nicht, Bruder? Es waren so ganze Reiskernel. Naja, Oh, pfui Teufel. das war ein Ja. sehr schlimmer Moment. Meine Freundin Rebecca, hi Becky, wenn du das hörst, ich hoffe, du hörst das gerade in einem guten Moment, wo du auch lachen kannst. Die hat mir letztes Mal erzählt, sie muss gut überlegen, wann sie unseren Podcast hört, damit ihr Lachen nicht stört quasi. Die war da dabei. Ich hoffe, du erinnerst dich dran. Liebe Grüße. Grüße. Okay. Wie war dein schlimmster Bierzeitmoment, Anja? Ja, kann ich ganz kurz mal Ja. jetzt auf, schon kurz zu waren. Nein. Das gibt's doch nicht. Aber wo du das gerade erzählt hast, fällt mir ein, mit besagter Blechmusik, als ich nur Sängerin war, Ah. haben wir mal einen Faschingsball gespielt. Und dann hat jemand, nicht der Blechmusik zugehörend, Ja. der hat sich irgendwie, weiß ich nicht, als was verkleidet, wo er auf jeden Fall helle Hosen noch hatte. Mhm. Und der ist nämlich eingeschlafen. Und hat sich umbieselt. Und wir sind halt so nach dem Spielen noch zusammengeguckt. Und das ging auf mir. Und auf einmal ist so ein richtig großer Pfleg Oh in nein. seiner Hosen entstanden, weil er eingeschlafen ist. Oh Gott. Mein Gott, sauft halt nicht so viel, oder? Ja, das ist, also, Also, dass man sie einholt, da musst du schon jenseits von gut ja, und böse auf jeden sein. Fall. Ich bin stark, weil als ich das letzte Mal gesagt habe,
ich verstehe das nicht, dass man so viel sauft, dass man nichts mehr sieht, habe ich an dem Abend nichts mehr gesehen. Und ich weiß nicht, ob man den halt nur ins Bier zeigt gern. Und ich habe immer Knurrurin dabei, so war es nicht. Fällt mir ein, dass ich noch was erzählen will. Und zwar haben der Räder und ich nach Mühldorf noch einen kleinen Abstecher in die Hauptstadt nach München gemacht. Ah, Schwan. Ja. Landeshauptstadt. Ja. In Minga, wo die Leute stehen. Wow. Krass. Das ist, das hat mich gerade so cringed. Ja, genau, da hin. Und da haben wir noch was erledigt, das geht eigentlich gar nicht so. Und wir sind da so durchgefahren und dann habe ich mal wieder zur Reise gesagt, aha, und da gefällt es dir also. Ja. Und dann kam wieder die übliche Diskussion, dass sie halt Städte mag und ich nicht. Lieben wir Großstädte Und ich habe nämlich. so argumentiert, dass in Städten, dass man da wahllos angeschrien wird. Dass ich da Angst habe. Ja. Weil da immer mal wieder irgendein nicht ganz Bauerne oder nicht ganz fertig Bauerne und anschreit. Ja. Oder generell schreit. Da habe ich einfach Angst. Ja, so. So, jetzt passt auf, Monika. Passt zu mir rüber. Wir sind ja am Anfang zusammengefahren und dann nach Minga hat mich der Rest zu meinem Auto gefahren. Dann sind wir quasi getrennt gefahren, haben wir getrennte Geschäfte erledigt. Ja. Und mein Teil war, dass ich zum Supermarkt fahre. In der Kleinstadt, Ja. wo ich das Dorf nebendran herkomme. Ja. Ich bin ja trotzdem ein Dorfmensch. Ich war in der Kleinstadt, aber es war eine Stadt. Ich steige aus diesem Auto und einer schreit rum. Ich weiß nicht, was das Problem war, aber er hat so rumgeschrien, dass ich kurz überlegt habe, ob ich es filmen soll. Das ist echt schicker. So schlimm, Oleg. Ja, er hat irgendeinen Autofahrer völlig zur Sau gemacht und es war so peinlich. Also es war schon so, es hätte dann schon gelangt. Ja, aber es ging hat dann noch aber nicht weiter gelangt. und es ging dann so, sorry, aber das ist so der typische Hartz-IV-TV-Satz. Du denkst wohl, du bist was Besseres. Ja, so auf Schön. diesem Level war es. Und dann hab ich mir gedacht, so Res, haben wir es wieder. Ich bin hier in einer Stadt. Das ist eine kleine Stadt. Und trotzdem wird geschrien. Ja. Auf offener Straße. Ich Ja. fühle mich unwohl, unsicher. Ich habe Angst. Ja, ich muss sagen, mir ist das noch nie passiert. Ich bin noch nie in der Stadt angeschrien worden, deswegen fühle ich das nicht. Ich wurde ja nicht angeschrien, aber Ja, ich wurde rumgeschrien. ja, okay, ja, gut. Ja, doch. Also Ja. das ist nicht passiert. Ja, doch. Deine Gegenwart. Aber es war so schön, weil ich bin dann in diesen Supermarkt eingegangen und am alter Mo gleichzeitig und wir haben halt beide richtig das Lachen angefangen. Okay. Geht's, ja. Na doch. Ja, das wollte ich nur erzählen. Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, also, liebe Wellensittiche, gibt's mir mal bitte recht, dass in Städten wahllos geschrien wird. Ja. Seid ihr Stadt- oder Dorfmenschen? Schreibt es mal in die Kommentare. So eine Vermutung. Eine leise Ahnung haben wir. Ein Baustädter da haben wir, gell? So ist es ja nicht. Ja. Ja, auch in eurer Mitte. Seid ihr Leute, die angeschrien werden oder schreit ihr? Auch wichtig zu Das wissen. ja gerne wissen Ja. von dieser Stadtara. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt im leisen Ton, weil ich bin nämlich vom Dorf, zu die 3 Besten versus die 3 Schlimmsten. Leg mich fett im Fräsen geschissen. Okay. Das schreiben wir genauso eine. Das ist das, weil der Jingle. Wir haben auf Verena warten müssen, wenn sie die hier. Wir haben uns Zeit vertreiben müssen. Entschuldigung. Naja. Auf Platz 3 der schlimmsten Attraktionen auf Volksfesten für mich ist der Tower. Kennt ihr einen Tower? Das findest du schlimm. Ja, Oh. Ist es der Freefall Tower oder Ja. der normale Tower? der Freefall Tower. Da, wo man aufgezogen wird. Und dann fällt man runter. Schön. Und ich hab mal neben der Wiesn auf dem Zentrallandwirtschaftsfest gearbeitet. Und unser Stand war direkt hinterm Tower. Und den ganzen Tag hat man da nur gehört, das wurde die ganze Zeit gequietscht. Ja, Und den ganzen Tag, es war schlimm. ja okay, Ich so hab's sehe ich. gehasst. Ja, okay. Na gut. Aber magst du es selber auch gern fahren, oder? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Okay. Auf Platz 2 der schlimmsten Attraktionen auf Volksfesten für mich, und es tut mir sehr leid, dass ich dein Herz brechen muss, Anja, ist der Autoscooter. Du hättest wenigstens ihre Hand halten können dabei. Hey, du huckst doch neben ihr. Ich fast nicht. Dann hab ich den stark anhaftenden Biofilm an meiner Hand. Kennt ihr diese Waschpaste, die so Mechaniker benutzen? Ja. Die brauche ich dann. Die rosarote mit den Candles. Ja, Okay. So ist es. ja. Es tut mir Sehr leid. langer Zeitaufwand. Es tut mir leid. Ich bin letztes Jahr am Lenkräser Volksfest das erste Mal Autoscooter gefahren, wo ich selber am Steuer war. Echt? Da bist Bist du du doch da mit mir gefahren? mitgefahren. Ja, einmal bin ich gefahren, wo Anja mit mir mitgefahren ist. Und Anja Ja. hat mich immer angeschaut, was ich machen soll. Weil wir waren sehr unter Beschuss. Ich hab mir brutal mein Knie angehauen, mehrmals. Das war auch sehr blau. Ja. Nein, ich bin's nicht. Echt, ich bin's nicht. Schade. Tut mir leid. Und auf Platz 1 der schlimmsten Attraktionen auf Volksfesten ist für mich die wilde Maus. Na, oh, Ich schaff's nicht. okay. Wenn die um Kurven fahren und du hast das Gefühl, sie fährt geradeaus weiter und bleibt nicht auf diesem Gleis. Ja. Es ist schlimm. Okay. Ich Das schaff's ist der Clou an dem Viech. Ja. nicht. Ja, Na, mach mich fertig. okay, na gut. Ja, obwohl du eine wilde Maus bist. Ja, das schon. Ein Wildpferd. Ui. Machen wir Denkst du, das ist was weiter Besseres. mit den besten Attraktionen auf Volksfesten für mich. Und zwar ist auf Platz 3 der besten Attraktionen auf Volksfesten für mich, beziehungsweise auf der Wiesn. Ich habe ja gesagt, ich bin gern auf der Wiesn. Ja. Auf Platz 3 meiner Lieblingsattraktionen auf der Wiesn ist das Motodrom. Warst du schon mal drin? Na, Das ist Ja, so geil. eine Steilwand, wo die mit dem Motorrad an so einer Steilwand fahren. ja. Das ist wie so ein hoher Kessel. Und da fahren die vertikal, Ja. Horizont. Ja, das, was du meinst, fahren die da. Das ist Also es ist ein sehr enger Zirkel quasi, Ja. wo die dann an der Wand Oha, und du okay. stehst um und schaust halt runter in die Arena sozusagen. Krass. Und die haben da immer so richtig alte Maschinen. Das klingt saugefährlich. Ja. Ja, die sagen da auch immer durch, dass die nicht krankenversichert sind, die da fahren. Deswegen sind wir Geld abschmeißen, Ah, weil die okay. niemand versichert. Ja. Aber ich habe mich schon mal gefragt, wie das geht. Keine Ahnung. Was denn? Sehr viel Bei uns Gas. gibt es ja Ach so. Pflichtversicherung. Ach so. Das hab ich gemeint. Die Krankenversicherung habe ich gemeint. Ich glaube, es ist egal. Wahrscheinlich ist der Witz, der mir schon soll. Vielleicht will er einfach nur Geld haben. Ja, ja, ist ja okay. Das kriegt er ja auch. Genau. Cool. Das finde ich cool. Ja, das klingt cool. Ach, Katze schaut mir voll an. Red einfach weiter, Verena. Einfach weiter, okay. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Du hast die Autonüsse selbst gefressen, du Drecksau. Sonst gar Anja hat die ganze Zeit Nüsse gefressen, während sie Sprachnachrichten für uns aufgenommen hat und hat gesagt, sie frisst gerade am Orchkatz die Nüsse weg. Ich teile mir jede Tüte Nüsse normalerweise mit dem Orchkatzel. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Es ging so weit, dass ich heute Vormittag das Bedürfnis hatte, mir auch Autonüsse zu kaufen. Und um die Wellensittiche abzuholen, Los Brutalos hat normalerweise hier auf dem Tisch ausgeschöpftes Orchkatze stehen. Das wollte ich da nicht haben und dann habe ich die anderen gebeten, das wegzutun, weil ich konnte sowas nicht angelangen. Und sie haben so hingestellt, dass sie mir exakt anschauen. Und das ist mir jetzt gerade bewusst geworden, dass ich seelenruhig trinken wollte. Ja, der Fuchsi findet es gar nicht gut da oben, glaube ich. Naja. Naja. Und sie gehen fort. Naja. Ich schaue nicht mehr gerade Auf aus. Platz 2 der besten Attraktionen auf Volksfesten, beziehungsweise in diesem Fall mal wieder auf der Wiesn, ist für mich der Schichtel. Kennst du den Schichtel? Da werden Leute geköpft. Auf geht's beim Schichtel. Sie war doch noch nie auf der Wiesn. Hauen wir euch runter. Ja, Entschuldigung, dann müssen wir mal auf die Wiesn. Ja, und das sage ich doch schon seit Jahren. Ja, also beim Schichtel gibt's ein paar blöde Sprich. Und dann werden Leute gekippt und geschoben. Ja, die machen draußen immer so eine Show auf der Schaustellerstraße Ja. quasi. Da locken sie dann die Leute an, dass die sich alle Tickets kaufen, dann gehst du hinter eine in einer Kabuff und dann kannst du die köpfen lassen. Ja, Und- so läuft das. Es ist gefährlich. Es gibt einen Henker. Es gibt Okay, so mehr da so. Aha, okay, es klingt ein bisschen. Ja, doch. Ist cool.
Ja, Macht gut. Spaß. Ja, nimm mich doch einfach endlich mal mit. Ich nehme die mit, aber Anscheinend heuer der können wir Verena ja nicht. weil Vorspiel. Heuer sind wir Leiter. Nicht Am weißen im Lande. Sandstrand. Ach, Wenn schade. ist das. Mein Gott. Naja. Passiert. Und auf Platz 1 der besten Attraktionen auf Volksfesten ist ja wohl the one and only Weißbierkarussell, oder? Ist so. Auf ein klein Weißbier. Da gibt's auch immer 03er Libi, weil immer frisch zapft, immer frisch. Mir Lack. Immer eine geile, frische Halbe. Wir verehren das Weißbierkarussell. Ja, ein kleines, frisches Drittel. Das ist wundervoll. Ja, doch. Das liebe ich. Und zu Recht. Theresa, was sind denn deine 3 besten und deine 3 schlimmsten Attraktionen? Also, die 3 schlimmsten Attraktionen auf dem Volksfest für mich sind folgende. Seid ihr, LG Reine? Auf Platz 3 ist für mich das Kettenkarussell. Ja. Gibst du eine Ruhe? Wenn ich rede. Ich bin halt so gemein zu dir. Ich weiß gar nicht warum. Du hast mich gar nicht gefragt, ob ich noch Husten habe. Oh, stimmt. Anja, hast du eigentlich noch Husten? Na, danke der Nachfrage. Gern, okay. Auf Platz 3 ist bei mir das Kettenkarussell. Das habe ich als Kind sehr verehrt, sehr geliebt, ja. sehr häufig frequentiert. Und dann habe ich mir vor 2 Jahren gedacht, mein Kettenkarussell, das war immer so schön. Ängste habe ich ausgestanden während dieser Fahrt. Und es ist immer noch höher gegangen und es hat nicht aufgehört. Und noch eine Runde. Meine Hände schwitzig an dieser Metallketten runtergerutscht. Ich habe nicht mehr können. Ich habe wirklich einfach nur gehofft, dass bald vorbei ist. Mir ist nicht gut gegangen. Kettenkarussell kann ich anscheinend nicht mehr machen. Aber Theresa, erinnerst du dich an unsere romantische Oh ja. Karussellfahrt? Das war schön, ja. Auf der Passauer Dom. Da war ich Das war auch ein wunderschöner Volksfestmoment für Ja, mich. stimmt. Ja. Ein War Highlight. schon für mich. Also, da habe ich dir geschaut. Hat dir gefallen, was du gesehen hast? Offensichtlich. Vielleicht müssen wir doch einmal so dritter rumknutschen. Nein! Ohne Steffen. Na. Auf Platz 2 der schlimmsten Dinge auf Volksfesten für mich sind diese kleinen Standel. Ich weiß nicht, ob es die woanders auch noch gibt als auf der Passauer Duld, aber Ja. da gibt es so ein Rondell und da sind Ponys drin und die laufen den ganzen Tag im Kreis und Kinder dürfen auf denen reiten. Und das finde ich erst seit ich erwachsen bin. Als Kind habe ich mir natürlich gedacht, ja. oh ja, ich möchte sehr gerne auf einem Pony sitzen. Das Aber habe ich nicht gedacht, aber ja. ja, du. Ich habe mir gedacht, ihr stinkt für die Pest. Okay. Aber seit mein Bewusstsein eingeschätzt hat, seit mein Frontallappen entwickelt ist, denke ich mir, scheiße, die armen Viecher. Ja. Aber gibt's das überhaupt nicht? Ja, in Passau gibt es das ja. Oh Gott. Okay. Ja, das tut mir sehr leid. Das vielleicht nicht mehr machen. Kleine Idee. Und auf Platz 1 der schlimmsten Sachen, der schlimmsten Attraktionen auf Volksfesten ist für mich dieses Hammer-Überschlagsding, das sie in sich selber draht und dann ist das nur so ein langes Ding und ja. das überschlagt sie Boah. auch noch. Nein, danke. Willst du es ja gleich zu mir sagst? Nein. Nein, Hör auf, nein, Anja. hör auf. Da steigen wir nicht Das ein. ist gefährlich, das machen wir nicht. So. Aber Darf man. was wir machen, sind die 3 besten Sachen auf Volksfesten. Platz 3 ist für mich Losen. Ich lieb's zur Losen. Vorher hast du gesagt, wir haben Losung nicht mehr gesagt so lange. Das war der perfekte Moment dafür gewesen. Scheiße. Ja, ich lieb's an der Losbude. Einfach Lose zu kaufen und dann irgendeinen Scheißtrick zum Gewinnen. Irgendein ultra hässliches Kuscheltier, einen sehr großen Bleistift. Habt ihr das Glück? Sauberwürfel. Na, natürlich nicht. Du schon? Ich hatte als Kind brutal Glück. Ja? Ja. Als Kind ich war so ein Kind, dem hast exakt so Geld für 2 Lose gegeben, dann habe ich 2 Gewinne gehabt. Geil. Voll gut. Jetzt nicht mehr. Hast du noch Husten? Na, Ah, danke gut. der Nachfrage. Na, sehr gern. Ja, aber das liebe ich trotzdem. Also auch wenn man da nur Scheiße gewinnt, ich finde das immer schön. Mache ich gern. Und oft ist das dann auch irgendwie vom Roten Kreuz oder von der Wasserwacht und dort möchte man sowieso nochmal einen Euro hingeben. Also das mag ich gern. Auf Platz 2 ist bei mir Geisterbahn. Ich liebe ja sowieso alles, was gruselig ist und ich liebe Geisterbahn fahren. Halt ich mir die ganze Zeit die Augen zu? Vielleicht. Und was geht's euch an? Naja.
Auf Platz 1. Nee, mit der Resta, die können wir Geisterbahn fahren. Ich lies jetzt schon. Ja. Da die gerne mal umlange. Ja. Auf Platz 1. Ja, die schon immer Resi. Keine Angst. Ja, auf jeden Fall. Ich Ja. möchte es gern beenden. Ja. Alles. Ich hätte an der Stelle gern alles beenden. Dann hat kurz noch- updaten. Ja. Ich wollte eigentlich schon alles beenden, wo du das mit dem Steffen vorgelesen hast. Ich möchte euch kurz updaten, auch euch, liebe Wellensittiche, dass der Nasenring Sabinen-Sepp jetzt kapiert hat, dass Res heißt, aber er nennt es konsequent Resi. Er schreibt dann immer einen Kommentar zum Thema und setzt hinten völlig willkürlich einfach nur noch ein Resi hier. Ja. Also er schreibt dann FC Bayern Stern des Südens, Resi. Und hat er recht? Ja. Oder? Resi, Stern des Südens. Red weiter. Auf Platz 1. Die beste Sache, das beste Fahrgeschäft auf dem Volksfest ist für mich. Was ist denn los? Ich hab dazu sagst der Farine ja vorgestellt. Aber geh auf mein Ich muss bisschen. Vor allem ist das, was ich jetzt gleich sage, überhaupt nicht lustig. Mama, der Resbert hat auch sehr viel Deutschrap. Ja. Das war nicht auf die bezogen. Ach so, nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Du hast mich dabei angeschaut. Aber Es war eine fiktive Mutter. Wir müssen das alles rausschneiden. Alles klar. Gut, mein Knopf ist aufgegangen. dann darf ich euch jetzt noch. Okay, Okay. aber jetzt darf ich euch richtig gerne noch erzählen, was ich am allerbesten finde auf Volksfester. Kennt ihr einen Bayern Breaker, dieses Fahrgeschäft? Nein. Dann ist es so eine Tasche, du sitzt da zu zweit drin, die Tasse dreht sich, sie ist aber auch auf einer Scheibe, die sie dreht und die Scheibe geht dann Also noch so Breakdance. steil hoch, ja. Wieso eine Tasse bei uns? Ja, das ist halt, ja, mir ist kein anderes Wort eingefallen, eine Schale, ein Sitzdings, rund, ja. Ja, Wie die Also ein Tulpenbahn Breakdance. im Märchen mal. Das findest du geil. das ist mein Lieblingsfahrgeschäft. Okay, wild. Okay. Also, Also, na, gut. Anja, was sind denn deine 3 besten und deine 3 trotzdem schlimmsten? Alle so ruhig geblieben heute in der Folge. ja, Ach, ich huck nicht gern mit euch zusammen, ich sag's euch. na, Ja. Kommen wir endlich zu den 3 besten Attraktionen auf Volksfester für mich. Und zwar auf Platz 3 der 5er-Looping auf der Wiesn. Voll Teufel. Applaus, ja, wir lieben 5-mal über Kopf. Ja, okay, dann Ja. nicht, aber ich lieb's sehr. Schreibt's mal in Kommentare, wer mit mir denn fährt. Nächstes Jahr. Dann auf Platz 2. Gegensätze ziehen sich an. Die wilde Maus. Und auf Platz 1, Verena hat's mir vorweggenommen, aber ich wollte denselben Brüller bringen. Was heißt Brüller? Es ist die Wahrheit, das Weißbierkarussell. Ja. das fahren wir am liebsten. Juhu. Yeah. Auf Platz 3 der schlimmsten Attraktionen auf Volksfesten für mich ist der Spickerstand. Keine Kommentare dazu. Aus Gründen. Auf Platz 2 der Breakdance. Also das, was du. Ja, ja. sehr gern. Und auf Platz 1, das ist wirklich ein Fahrgeschäft aus der Hölle, direkt von unten empor gestiegen Ja. und dann leider mit sehr viel Motivation noch weitergemacht, sodass es sehr, sehr hoch ist. Dieses hohe Dreckskettenkarussell auf der Wiesn. Achso. Das ist geil. Bin ich erst gefahren letztes Jahr. Vorletztes Jahr? Es passt hier fahrgeschäftstechnisch ja gar nichts zusammen. Mein Na. Gott. Leider. Ja. Das Schon. gefällt dir. Okay, naja. Da oben. Ja, mir macht Also kein nichts Ketten. aus. Jetzt beruhigt euch mal. Ja, stimmt, sie ist Mir ja macht nur Looping Gleitschirmfliegerin. was aus. Ich kann diese Diskussion nicht nochmal führen. Okay, gut. Okay, lassen wir das. Na, Na, liebe Wellensittiche, wir führen lieber mit euch eine Diskussion oder auch nicht, denn
Jetzt kommt der Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mich doch an meiner Kloake. Ihr seid da schon wieder unfassbar aufgeregt, liebe Wellensittiche. Euer kleines Herz pocht ganz stark, eure Flügel flattern ganz wild im Wind, weil ihr so aufgeregt seid. Euer Vogohila. Unser stattlicher Kamm, meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ob man bei Wellensittiche Kamm sagt. Ja. Der wackelt. Der Wellensittich dieser Woche ist der Manfred. Manfred, du Geiler! Geile Sau. Weil der Manfred reagiert auf jede unserer Stories. Der Manfred schreibt uns auf Nachrichten. Er liked jedes Video sofort. Ja, Sofort. ja. Man könnte vermuten, es hat sich hier jemand eine Benachrichtigungseinstellung gemacht, Das war um schön. kein Video zu verpassen. Vorbildlich. Nur weil so als kleiner Tipp am Rande, das kann man machen. Das steigert halt schon Chancen, wenn man halt wirklich bei jedem Video aufgreizt und hier, ja, wisst ihr es eh. Ja, unabhängig davon hat er auch noch sehr viel Humor bewiesen, weil Ja. wir uns auch schon mehrfach über fiktive Manfreds, glaube ich, Ja. lustig gemacht Ja. haben. Ja, Auch schon über ihn. auch schon über ihn, ja. Ja. Und es gibt ja zwei Sorten Mensch. Mhm. Es gibt ja die Audi Quattro-Fraktion, Ja. Richtig. die ausrastet. Ja. Oder auch bei den 60er. Oh, Ja. Beim 60er, da ist auch gleich wieder ein total auf Konfrontation. Dabei haben wir in unsere Ohren innen drin nichts Schlimmes gesagt. Gar nicht. Zumindest in unsere Herzen innen drin. Nein. Und es gibt dann die Leute, die einfach sau lustig sind und einfach Selbstironie besitzen. Ja. Ja. Und solche Leute lieben wir nur. Die sind uns ja grundsätzlich sehr sympathisch. Deswegen, Manfred, du bist uns unfassbar sympathisch und du bist unser Wellensittich der Woche. Herzlichen Glückwunsch und vielen, Merci. vielen Dank für deinen Support. Yeah, Dankeschön. merci. Juhu. Das war eine wunderschöne Folge. Absolut. Es hat richtig sowas. Spaß gemacht. Wir haben Ja. Ausnahmsweise. komplett Arschwasser gesammelt. Ja. Das war auch wichtig. Ja. Das werden wir jetzt dann irgendwie Ich würde mir eigentlich vor verteilen. dieser Folge noch abpudern. Hab vergessen. Naja. Aber jetzt, wo ich so geblendet werde von allen Stirnen, Ja. fällt mein mir wieder Gott. ein, dass ich mich auch nicht... Ich denke, wir glänzen alle. Ja, das ist ja das. Das ist das Schöne. Ah, das war doch nur herrlich. Liebe Wellensittiche, folgt uns auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo man Podcasts Hast du mir hören gerade kann. angelangt? Ja, fertig. Hey, jetzt hört's auf, jetzt haben wir's gleich. Jetzt reißt euch noch zusammen die eine Minute. Okay? Dort so heißt tatsächlich Ming. Ja. 1 Minuten noch. Bloß noch kurz den Schein wahren, bitte. Okay, Kontenance. Ja. Kommentiert's auf all diesen bereits genannten Plattformen. Lasst uns 5-Sterne-Bewertungen da. Man kann übrigens auch auf Facebook uns bewerten, ich sag's bloß. Ja. Hast du nur Sag's lieber Husten, nicht. Anja? Da kann Nein, man auch danke, 5 Sterne geben. Ja. Das ist fantastisch. Das war gut, wenn sie das machen hat. Ja. Genau. Liebe Wellensittiche, mir. Und damit meine ich Vreni und ich vielleicht auch der Räder. Das wisst man noch nicht safe, aber wir zwei sind auf jeden Fall am Start und zwar am 3. September in Muidorf. Juhu. Auf dem Volksfest im Erhartinger Zeit, da singe ich kurz mal einen auf, wahrscheinlich in diesem Dirndl habe der, da wird es dann sagen, das geht schon, das passt schon, ihre Augen. Und dann werden wir doch nur eine richtig gute Zeit haben, alle zusammen. Also kommt bitte zahlreich vorbei, jetzt eine flattern ins Zelt. Alle, die da irgendwie in der Nähe sind, darf uns sehr, sehr gefreut, euch zu treffen. Und ansonsten treffen wir uns, und da ist Vreni auch mit am Start, am 22. August in der Therme Erding. Da bin ich auch dabei. Stimmt. Stimmt. Da ruft er auch mit auf der Bühne rum. Ich habe ihn nämlich engagiert. Ja. Also was sagt's ja dann? Die Gerüchte sind wahr. Genau, ja, das stimmt, da sind wir jetzt zu dritt auf der Bühne. Oh Ja, mein Gott, leck das Arsch. ist, ich glaube, das hat Vreni noch gar nicht gewusst. Nicht? Weißt du das gar nicht? Ja. Oh, wie fühlst du dich damit? Ich freue mich total auf den Termin jetzt. Ja, da sind auch meine Brassmädels mit dabei. Das heißt, das ist hier volle Frauenpower. Juhu. Und wir spielen nicht im Außenbecken, aber ihr seid im Außenbecken. Und der Kidrap hat auch eine brutal gute Idee gehabt, weil er hat gesagt, alle, die wo
das Ticket schicken, also dass sie da auch wirklich dabei sind. Die kriegen auch ein Piss in Pool Kappe von ihm. Okay. Bin ich schön, ja. Ja, ist gut. Ja, Ist gut. doch, super. Die gibt's noch nicht, aber die da extra machen lassen. Wichtig. Wichtig. Naja, wo wir noch alle drei zu finden sind, wäre, wenn ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt, und zwar pünktlich am Donnerstag, Aha. dann wisst ihr das. Wir sind quasi morgen am Freitag beim Stravanzer Pop-Up-Store in München in der Reichenbachstraße Ja, schaut's mir zu vorbei. Gast. Schaut mal vorbei. Ja, Das war schön. das war freuen sehr uns schön. doch. Da wenn wir freuen wir wen uns treffen. wirklich. Voll schön. Und mir war es nur wichtig, dass ihr jetzt noch was einschreibt, weil das liebe ich immer sehr, das zu lesen, wer unsere Folge bis zum Ende hört. Ja, Was nehmen wir denn für ein Wort heute? Das ist schwierig. Mundgeruch. Na, also, das ist für mich ein Reizthema. Ja. Biofilm. Nein, jetzt sei doch nicht gemein, Verena. Jetzt seid ihr nicht die ganze Ja. Folge gemein war, halt. Sie haben Gaslighten schon wieder, die heute. Ich war doch gar nicht jetzt. Richtig problematisch, die Frau. So, So, also, äh, habt ihr das auch gerade gesehen? Na, ne? Automatischer System-Reset, 5 Minuten. Stand da gerade. Na super. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sie das System resettet. Vielleicht schreibt sie auch automatischer System-Reset jetzt in die Kommentare. Das da die gut finden. das ist kompliziert. Sie glaubt nicht an euch. Ich glaube an euch. Ihr schafft das. Schreibt es in die Kommentare. schafft's. Automatischer System-Reset. Jawohl. Jawohl. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag in eure Ohren. Innen drin. Wow. Wow. Na, dann lass halt. Wir küssen doch eure Schnäbel. Bis dann. Servus. Oder ich. Ich kann jetzt hier nicht Headbangen. Kriegst einen Schürzen-Headbanger. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.